Na, was sagst du dazu? Weidmanns Dank. Hatte ohnehin schon Hunger. Ah, wie wär's mit noch einem? Hier, Junge. Hallo. Hallo.
Kutsche führt runde $200.000 mit sich. Aber die Texas Ranger wurden aufmerksam und versuchen, sie abzufangen. Nur vor Moon Village werden sie bestimmt nicht einholen. Wunderbar, Inspektor Ross. Weiter. Mr. Stanley hat sich entschlossen, bis zur mexikanischen Grenze durchzufahren. Aber ich selbst habe ihm geraten, in Moon Village zu halten und dabei die Pferde zu wechseln. In der Zeit habt ihr die besten Chancen. Ich würde empfehlen, dass ihr euch beeilt, um vor den Rangern dort zu sein. Gute Arbeit, Inspektor. Well, ich warte nur auf mein Geld. Auf die Summe, die vereinbart Was soll das Gewäsch, Inspektor? Das Geld ist hier und ich habe noch immer bezahlt. Du, hock dich auf diesen Hügel. Und wenn die Kutsche kommt, pfeifst du. Okay. Lass uns schauen, Junge, wer da so übermütig ist. Her! Her! Peng, peng! Peng, 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 peng. Vollbart. Nun komm schon. Sie machen eine gute Figur, Mister. Ein Verwandter von euch? Die Schwester. Ich kenne die Sitten hier zwar nicht, aber ich habe noch nie von einer Beerdigung in einem Wassertrog gehört. Außerdem kann mein Pferd jetzt hier nicht trinken. Sie haben recht, Mister. Warum graben Sie also der Leiche nicht ein ordentliches Grab? Okay, Boss. Der Herr ist mein Zeuge. Ich habe mich noch nie gescheut, einem Mann einen Gefallen zu tun. Seien Sie großzügig, machen Sie es nicht zu klein. Ich glaube, 6 mal 4 wird gerade richtig sein.
denke, das ist jetzt groß genug. Wie groß sind Sie? Etwa 6 Fuß. 6 mit Hut. Wie gut sich das trifft. Dann graben Sie jetzt ein zweites Grab dieser Größe. Scheint etwas zu groß, hä? Ich glaube nicht. Ich denke, es passt. Well, habe ich endlich einen Beruf erlernt. Los, hol jetzt die Leiche. Da wird's bald. Ja, ja. Postinspektor Ross.
Lasst uns in Ruhe, was wollt ihr denn? Wir haben euch doch nichts getan. Ja, ich gehe ja schon. Komm, du lausige Wade. Ja, stehst du auf? Ja. Besinne dich, gut, Jim. Spar uns doch diese harte Arbeit. Ich sagte dir, er ist sehr zartfühlend. Ich würde an deiner Stelle an deine Frau und deine Tochter denken, gut, Jim. Du schaust wirklich nicht aus wie die Tochter deines Vaters. Du müsstest so jemand gut aussehenden wie mich an deiner Seite haben. Los, sage Mr. Amplin, wie du darüber denkst. Jim, du hast genug gelitten. Ja, lasse dich nicht töten, Vater. Ja, Vater. Außerdem findet Austin deine Tochter ganz besonders schön. Und deine Frau auch gut, Jim. Sie werden ihre Freude an mir haben. Jim, meine Geduld ist langsam zu Ende. Es wird keiner dieser ehrenwerten Männer noch leben, wenn wir gehen. Nervös? Habe ich recht, Austin? Wir sind wehrlos, Jim. Na, was sollen wir schon tun? Außerdem, was hast du zu tun? Du begrüßt die Reisenden, während die Pferde gewechselt werden. Das ist alles, was wir verlangen. Du erfüllst nur deine Pflicht. Die Kutsche kommt mit einer Eskorte. Und wir möchten keinen Ärger. Nur deine Pflicht. Nur deine Pflicht. Okay. Ich mache es.
Bravo! Verschließt eure Ohren der göttlichen Botschaft, ihr Abkömmlinge von Nattern. Ja, ihr verschließt euch nur in euren Häusern, euren dreckigen Zimmern. Aber der Herr weiß, dass ihr euch drückt, dem Diener Gottes etwas zu geben. Ich bin es, von dem ich spreche. Ein paar Cent, die ihr benötigt, um seinen armen Kadaver zu nähren. Die Hölle liegt in euch. Und wieder. Kapitel 25, Vers 1. Ich nehme das Opfer von jedermann, der es willig mit seinem Herzen gibt. Gold und Silber. Ja, sogar Geld. Alte Schuhe, sogar Kleider, Eier, Frische. All das nehme ich für die Glorie des Herrn. Habt ihr sie gehört, die Worte der Bibel? Ja? Ihr Söhne guter Frauen? Ja? Habt ihr den Krach von des Teufels teuflischer Stimme gehört? Habt ihr das Feuer der Hölle gesehen? Kommt heraus aus euren schmutzigen Hütten. Ja, ihr! Kommt heraus, ihr Sünder, und kauft euch einen Fahrschein ins Paradies! Was kostet er, Was kostet was? dieser Fahrschein? Geistig oder materiell gesprochen? So oder so? Well, nachdem du dich interessierst, sage ich, materiell kostet es, was immer die Tasche entbehren kann, aber nicht weniger als $1. Geistigerweise, ja, also, das ist eine lange Geschichte. Ich bin nicht in Eile. Du musst ja ein Fremder sein. Ich kann mich nicht erinnern, dich zuvor in dieser Gegend gesehen zu haben. Macht das einen Unterschied für den Fahrschein? Nein. Dann lass uns mit der Predigt beginnen. Psalme. Buch 1, Psalm 1. Hört ihr die Worte eures Herrn? Hört und reinigt eure Ohren. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder. Hallo, Prophet. Hallo, lieber Mr. Austin. Welch eine Freude für den Herrn, auf Sie herabsehen zu können. Nun, das ist doch eine Freude. Oder nicht, Prophet? Verschwinde mit deiner Kanzel und suche die Anhänger für deinen Herrn irgendwo anders. Offen gesprochen, Mister. Wie können Sie Ihren Knechten erlauben, sich in die Verbreitung der Worte des Herrn einzumischen? Schau, Prophet, wenn ich du wäre, ich würde darüber nicht diskutieren. Ich war ohnehin gerade dabei, in jedem Fall zu gehen. Was für ein Prophet bist du? Was ich für ein Prophet bin? Vor einer Minute hast du wie ein wilder Mann herumgebrüllt und niemand hat dir zugehört. Jetzt können dir all diese Ohren zuhören. Es gibt Ohren und Ohren auf dieser Welt. Well, aber meine Ohren wollen das Wort des Herrn hören, Prophet. Ja, gut. Hör mal, Prophet. Riechst du die Luft, Prophet? Sage mir, was du riechst. Ich rieche Schwierigkeiten. Das ist es, was ich rieche. Wenn ich dein Herr wäre, Prophet, ich würde das Vertrauen in dich verlieren. Außerdem interessiert mich der Fahrschein zum Himmel, von dem du gesprochen hast. Das soll den materiellen Preis decken. Mister, das war einer von diesen brandneuen Federal Dollars. Ich möchte keine Schwierigkeiten. Seien Sie doch nicht so zurückhaltend. Sagen Sie, was Sie wollen. Der Herr ist mein Zeuge. Ich habe mich nie gescheut, einem Mann einen Gefallen zu tun. Mister, hat mich sehr gefreut.
Prophet, du hast recht. Es riecht nach Schwierigkeiten in dieser Gegend. Wer sind die? Wir hier nennen sie den Schatz der Grenze. Wieso? Alle zusammen sind rund 10.000 Dollar wert. Wie heißt der geschossen hat? Amplin, so nennen sie ihn. Du weißt, was Amplin heißt? Mhm. Todeszentrum. Fehlt wohl nie. Lass mich die Münze sehen. Was? Den Dollar. Es gibt einen, der kann es besser. Danke. So long, alter Mann. Du willst zurück? Weißt du, ich liebe Plätze, wo es nach Schwierigkeiten riecht. Man stirbt da schneller. Wenn du auf Schwierigkeiten aus bist, brauchst du nicht weit zu gehen. Nimm seine Kanone. Los, komm mit. So long. Ist er es? Ob er es ist? Ist er es? Ich weiß es nicht. Ob er es ist? Wer soll ich denn sein? Es blieben 3 Männer erschossen am Wassertrog zurück. 4. Du hast für 3 zu zahlen. Erledigt ihn, aber ohne Lärm. Hey, Jack. Hey, Jim.
Ist alles in Ordnung? Ja, Sir. Wie weit ist es noch von hier zur Grenze? 30 Meilen, Sir. Wechsel die Pferde. Wir wollen uns nicht länger aufhalten als unbedingt notwendig. Okay. Donald, Was ist? ich bin etwas müde. Und? Kann ich ins Haus gehen und mich ein bisschen frisch machen? Aber nur so lange, wie das Wechseln der Pferde dauert. Bitte, Ma'am. Hier bitte. Kümmert euch nicht um mich. Helft diesen armen Menschen draußen. Ja, Jim. Kommt, wenn es überhaupt noch möglich ist. Du hast recht. Danke Gott, dass es nicht ernster ist. Sei ruhig. Du konntest es nicht ändern. Diese armen Menschen. Und alles ist meine Schuld. Alles meine Schuld. Wäre ich nicht so feige gewesen, ich hätte sie mit der Zeit warnen können. Sie hatten Waffen. Sie hätten zurückschießen können. Du hast mehr getan, als deine Pflicht war, Jim. Sie hätten dich sonst umgelegt. Eine postalische Autorität hat gewisse Pflichten. Wenn ich nur ein Zeichen gemacht hätte, um Mr. Stanley noch zu warnen. Ich will keine Ruhe haben, ehe ich sie nicht mit einer Schlinge um den Hals sehe. Ich werde sie aufhängen mit meinen eigenen Händen. Diese arme Frau. Wer ist hier der Sheriff? Niemand. Aber ich bin der lokale Postbeamte. Und wer hat Sie getötet? Banditen. Sie kamen ungefähr vor einigen Stunden in die Stadt. Etwa 20. Dieser Mann ist Stanley aus Arizona. Seine Bank ging pleite. Und er versuchte, das Land mit seiner Familie und einer beträchtlichen Menge Gold zu verlassen. Durchsucht die Kutsche. Wer waren die Banditen? Kanntest du sie? Ich habe sie vorher nie gesehen, Leutnant.
Ich sage die Wahrheit. Wir waren alle so verstört, dass ich bezweifle, dass einer von uns eine Beschreibung von Ihnen geben kann. Mich haben Sie nicht nur geschlagen, auf mich haben Sie auch geschossen. Das ist keine Entschuldigung, Sie nicht erkannt zu haben. Ich kann bezeugen, dass dieser Mann mit großem Mut gehandelt hat. Denn ich war hier, als diese grauenvolle Geschichte stattfand. Leutnant, ich versichere Ihnen, auch Sie mit all Ihren Männern hätten... Wer sind Sie? West Point? Natürlich. Postinspektor Ross. Was sagten Sie über diese Banditen? Ich denke, außer der Uniform haben Sie auch einen Namen. Stafford. Leutnant Stafford. Was ich von den Banditen gesagt habe, ist, dass ich glaube, einen von ihnen von einem Steckbrief her zu kennen. Wer ist er? En plein. Nahmen Sie etwas mit? Einen Tresor. Wahrscheinlich für die Grenze bestimmt. Wenn ich Sie wäre, würde ich keine Minute verlieren. Sie werden meine Worte entschuldigen, Inspektor. Aber es gibt zwei Arten von Menschen, die ich nicht mag. Danke. Die vorgeben, nichts zu wissen. Und die glauben, alles zu wissen. Erst aufsitzen. Und Sie werden meine Worte entschuldigen, Leutnant. Aber dickköpfige Männer wie Sie machen entweder eine große Karriere oder sie sterben jung. Gut gesagt, Inspektor. Hoffe, Sie wiederzusehen. O Herr, es liegt mir fern zu sagen, die Seelen dieser verlorenen Schafe sollen freigehalten werden. Ich bitte euch nur demütig, den armen Menschen eine Chance zu geben und schließlich für sie einen Platz im Dienerquartier des Himmels zu finden. Amen. 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 Hey! Hey, hey! Hey! Jetzt hab ich aber verdammt einen nötig. Ich zwei. Die Kleine hätte mir schon gefallen. Ach, die Kleine, lass doch die Kleine. Nimm lieber den Wein. Hey, komm, Pfeil. Hey, was ist denn los? Gib diesem müden, reisenden Verkäufer von paradiesischen Gütern eine Fahrt zur nächsten Stadt. Du fährst nach Santo Espirito, Good Jim? Natürlich. Die Post muss dort durch. Well, ich habe eine Hochzeit zu segnen. Kann ich mit dir kommen? Hast du denn Geld? Kannst du bezahlen? Nein, aber der gute Herr... Diese Postkompanie gibt auch dem guten Herrn keinen Kredit. Lasst ihn mit, Mister. Fahrt gut. Was zum Teufel macht ihr hier hinten? Wer seid ihr eigentlich? Ich bin Postinspektor Ross. Zufrieden. Inspektor Ross? Gibt es einen Grund, mir nicht zu glauben? Natürlich nicht. Freut mich sehr. Steig ein. Du kannst mitfahren. Inspektor für dich gut steht. Ich danke dir, Bruder.
Was gibt's zu lachen? Oh, ich dachte an einen Mann, den ich einmal in Salt Lake City traf und der mir erklärte, er wäre Inspektor Ross. Well, du siehst, in unserer Zeit läuft jeder herum und versucht immer irgendjemand anderer zu sein. Ja, jeder fürchtet die eigene Haut. Angeber. Wenn ich's euch sage, 2 mit der linken, einen Schluck aus der Flasche, eine Drehung, einen geraden und sie lagen da wie schlafende Lacheulen. Ja. Hast du noch 2 Hühnchen gefressen? Was ist, Juma? Langeweile, Rothaut. Verdammte Feiglinge! 20 Banditen gegen ein Mädchen! Welch Haufen tapferer Männer! Ich habe keine Waffe! Warum schießt ihr nicht auf mich? Kreisler, wovon spricht er denn? Er sagt, er ist ein armer Indianer, aber er ist ein Mann. Und wenn er eine Kanone hätte, dann würde er dich töten. Okay. Gib ihm die Kanone. Eine für dich und eine für ihn. Pablo! Pablo! Kreisler! Mag der Herr mit dir sein, Bruder. Danke, alter Mann. Und dich der Herr segnen, Good Jim. Amen. Wir sind da, Inspektor Ross. Ich werde die Pferde wechseln.
gemerkt, Sie haben zwei wertvolle eierlegende Hühner getötet. Schämen Sie sich denn nicht, so arme Hühnchen wie diese zu erschrecken? Oh. Bitte sehr. So sehen wir uns wieder. Ja. Ein Freund von dir freut sich schon, dich zu sehen. Freut mich, Sie zu sehen. Inspektor Ross? Gut, Jim. Ich wusste gleich über dich Bescheid. Was möchtest du? Sag uns, was du möchtest. Bevor Mr. Stanley starb, vererbte er mir sein ganzes Gold. Du denkst, du findest es hier. So ist es. Hier ist das Gold. Schau es dir an. Fass es an. Spürst du es? Ah. Und wo ist die andere Kutsche? Da drüben. Gute Arbeit. Schaut genauso aus wie die echte. Nicht einmal der Mann, der sie gemacht hat, kann sie noch unterscheiden. Well, Hier ist dein Geld. danke. Den haben wir an der Leine. Deck den Wagen wieder zu. Okay, weg mit dem schönen Gold. Kannst dich wohl nicht satt sehen, wie? Ja, sicher. Eine gute Idee von diesem Stanley. Sich auch gut belohnt. Hey!
möchtest das Gold? Jetzt bekommst du es. Bravo, gut gemacht. Er ruft sich aus. Verzeihen Sie die Störung, bitte. Die Wege des Herrn sind überaus seltsam. Das sind Sie, alter Mann. Hey! Er hat die Kutsche gewechselt? Ja, er nahm die andere. Dieser Bastard. Er hat uns alle richtig reingelegt. Was?
Gott, Jim. Das? Das Einzige, was mir mein Großvater hinterlassen hat, als er starb. Arbeitet ausgezeichnet bei geringer Entfernung. Lass sehen. Well, heiliger Mann, wir werden in Moon Village heute Nacht ein bisschen Hölle spielen. Ite, pack deine Sachen. Alles, was du nehmen kannst. Wir reisen sofort ab. Ich will dir später erklären. Wo ist Caroline? Wo ist die Postkutsche? Die richtige. Die mit dem Gold. Die Kutsche? Ihr habt doch die Kutsche. Stell dich nicht dumm, Jim. Sogar deine Frau weiß, was du vorhattest. Ite? Ihr seid Idioten. Versteht ihr nicht? Die Kutsche wurde von dem Fremden ausgetauscht, von diesem verdammten Inspektor Ross. Wann, Jim? Sag mir wann. Woher soll ich das wissen? Es war euer Fehler. All deine Männer, und es sind viele, waren nicht fähig, ihm auf den Fersen zu bleiben. Die Postkutsche. Wo ist sie? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Austin! Hab keine Angst. Ich bin ein wirklicher Gentleman. Hey! Ich weiß es nicht, Ethel. Glaub mir. Ich lüge nicht. Glaub mir. Er soll aufhören. Sag ihm, er soll aufhören. Aufhören. Er soll aufhören. Austin ist ein Schwein, Jim.
Und deine Tochter ist ein hübsches Mädchen. Ich höre nichts, Austin. Jim! Jim! Sie ist am Friedhof. Lass sie in Ruhe! Weg! Wo bist du denn, schönes Kind? Hallo. Die Pferde sind weg! Die Pferde? Der Herr blickt auf euch. Er wird euch mit seinem strengen Arm wegstoßen. Er wird einen Ball aus euch machen und ihr werdet rollen. Ihr werdet sterben und eure stolzen Köpfe werden fallen. Schafft mir den Kerl vom Leib! Gute Fahrt, Freunde. Ah.
Verwerflich findet der Herr alles irdische Gut.
Amen. Alvarez, Chrysler, Austin. Na, bringt ihr noch einen? Scheint ein Nest in der Nähe zu sein. Gut zu ihm. Worauf du dich verlassen kannst. Jetzt tun wir ihm nichts mehr. Leutnant? Oh, Inspektor. Sie haben gute Arbeit geleistet. Man macht, was man kann. Well, es gibt eine Belohnung für Sie. Kommen Sie rein. $1000. Nein, kann ich nicht annehmen. Tut mir leid. Aber ich schlage Ihnen vor, Sie geben sie diesem Gentleman hier. Er hat sie sich redlich verdient, Sir. Ja. Ich werde für euch beten, Brüder. Der gehört mir. Hätte ich dem Alten gar nicht zugetraut. Ja, sieht eher wie ein Strolch aus. Zigarren? Danke, Leutnant. Ich bringe die Kutsche zurück ins Hauptquartier. Es liegt auf meinem Weg. Hoffe, Sie wiederzusehen. Nein, Inspektor. Haben Sie ein Streichholz? Hier. Dankeschön. Können Sie behalten. Wenn Sie etwas von dem Gold hören, Leutnant, dann lassen Sie es mich doch bitte wissen, ja? Natürlich. Wir sehen uns schon. Ich sehe Sie sicher.
Betest manchmal für mich, alter Mann? Ja, ich werde bestimmt für dich beten, Bruder. Und glaube mir, du wirst es eines Tages sicher brauchen. Ja! Eines Tages, alter Mann! Ja.